United gegen City. Reds gegen City. Manchester United gegen Manchester City. Oder umgekehrt, City gegen United. Ach du Scheiße, was ein Banger. Wie lange habe ich auf diesen Tag gewartet? Von meinem ganzen Leben. Das ist der Match, den ich immer mal live gesehen habe. Lieber im Old Trafford natürlich. Aber egal, gehen wir halt ins Empty Head, Mann. Boah, der Hype ist real. Heute wird extrem krank. Wieso? Manchester United gewinnt heute einfach gegen Manchester City. Pep Guardiola ist niemand. Rashford macht 3 Goal. Garnacho macht 4 Assists. Es wird ein kranker Match, glaubt mir. Heute wird historisch. Glaubt mir, wenn ich sage, dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. Und zwar im positiven Sinn, sage ich. Wenn nicht, dann sieht mich wieder im Trümmerbruch. Aber es wird kein Trümmerbruch. Ich sitze heute leider wieder im Heimblock. Aber ja, jetzt muss ich halt ein bisschen üben, wie ich mit dem umgehe. Weil ich darf natürlich nicht jubeln. Oh no, what are you doing? No! Wenn Menu kassiert, muss ich so diesen machen. Oh yeah, well done City. Yeah, we scored a goal. Woo! Das heisst, ich muss die Emotionen heute umkehren und irgendwie schauen, dass ich heil aus diesem Stadion rauskomme. Und ihr merkt, Digga, Energie ist auf 10'000. Weil der Hype ist da, Mann. Ich bin so nervös, ihr glaubt gar nicht. Aufstellung ist gerade rausgekommen. Ich gehe jetzt schauen. Die Aufstellung ist so, naja. Wieder im 3-4-3, wie man es kennt. Ganz komisch. Digga, Harry Maguire und Mason Mount, bitte. Ist das die richtige Entscheidung? Nein, definitiv nicht. Was willst du machen? Weil ich habe auch keine Ahnung. Trotzdem gewinnen wir. Wisst ihr wieso? Haaland spielt und Haaland ist so arsch momentan. City ist so schlecht momentan. Von dem her, easy Claps. Easy. Und wenn City nicht einmal heute eine geile Stimmung herbringt, dann habe ich definitiv keinen Grund mehr, jemals irgendwie dorthin zu gehen. Wenn ich ehrlich bin, ich will heute nur hören, Glory, glory, Man United, as the Reds go marching on. Ich sehe aber gerade, dass Doku zurück ist bei City vor Verletzung. Der ist schon gut, das muss ich sagen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um den. Übrigens, das 10. Spiel, das ich in 4,5 Wochen schaue, ich glaube irgendwie der 7. oder 8. Stadionvlog, den ich mache. Und hiermit auch der letzte, den ich in England mache. Das heisst, genieße den noch, ich genieße den definitiv noch. Und wir schauen, was passiert. Hoffentlich endet der gut. Hey, wenn du schon schaust, tu doch kurz abonnieren, liken, kommentieren, was auch immer. Macht mir eine Freude und viel Spaß beim Weiterschauen. Ihr wollt nicht wissen, was das für ein Riesentraum von mir ist, hierher zu laufen. Das ist immer noch von den Feyenoord-Fans von vor 3 Wochen. Da sind wir hier durchgelaufen. How much is it? £10. Thanks. Das haben wir auch organisiert. Der Matchschau ist wieder rum, wie immer. 50 Minuten von der Matchschau. Ich muss noch 30 Minuten laufen, das heisst, ich stresse jetzt ein bisschen. Man sieht sich beim Stadion. There we are. Wir sind beim Spiel City gegen Manchester United. Es kann ja nur geil werden, oder? Es hat meistens viel Goal gegeben. Ich hoffe, das ist heute auch wieder so. Es wird ein Erlebnis. Diesmal sitze ich auf der anderen Seite des Stadions. Heute darf ich hier neben dieser Baustelle ins Stadion rein. Ich würde sagen, wir sehen uns im Stadion nach dem Security-Check. Und jetzt schauen, wo ich sitze. Ich glaube, ich habe so okay Plätze, wo man, wenn schon alles sieht, es ist nahe am Feld. Ich muss heute wirklich schauen, dass ich nicht auffalle aus Nicht-City-Supporter. Und ja, sonst habe ich glaube wirklich das Problem. Block 130 ist mein Block. Mein heutiger Platz, man kann meinen, ist hier einfach schon auf dem Feld, oder nicht? Ich sehe gerade Koen Weiland und Jaap Stam wieder aus Holland. Hä? Die gerne mit denen ein Bild machen, aber ich kann einfach nicht, weil es wird auffällig sein. By the way, richtige Legenden. Ich habe mit denen beim Spiel United gegen Chelsea schon ein Bild gemacht. Richtig nette Leute. Die erste Provokation ist schon von den City-Fans. Man spürt schon, heute wird es persönlich. Sie sind lauter aus Schösch. Noch immer noch nicht laut, aber lauter aus Schösch. Der wird auch schon wieder am Provozieren mit 4 in a row. Ja, nicht gern. Jetzt kommt wieder die Lichtshow. Ich habe es auf Ernst noch nie so laut erlebt. Im Etihad. Es ist laut. Ich gebe es zu. Das wird geil. Es ist persönlich, man merkt. Alle singen.
Schön einen Banner gemacht für den, der immer seinen Kopf aufkratzt. Er hat auch seinen Kopf aufgekratzt, nachdem Feyenoord noch ausgegangen hat. Hey, die singen plötzlich alles Lieder, die sie noch nie gesungen haben. Das gibt's ja nicht. Das ist richtig komisch. Das Manchester Derby hat angefangen. City hat heute alles ausgepackt. Sie haben sogar Kevin De Bruyne wieder in die Startaufstellung getan. Es ist ernst. Es wird pfiffen, wenn man nicht den Ball hat. Boah, ihr seht, alle Spieler gehen voll drauf. Mason Mount ist rausgekommen und Kobbie Mainoo ist reingekommen. Mason Mount hat sich irgendwie in der 12. Minute schon verletzt. Ich finde es gut. Ich finde es sehr gut. Die Fans haben hier gut angefangen, aber jetzt hört man nur noch die anderen. Zu viel Platz. Jetzt nicht noch schnell. Es ist ein sehr intensives Spiel. Von beiden Seiten sehr viel Tempo drin. Es ist laut, es ist geil, es bockt. Und wir haben noch 25 Minuten in der ersten Halbzeit. Also City klar mit besseren Chancen. Das Tempo ist bei den Fans und auch bei den Spielern langsam draussen. Es wird nur noch hin und her gebesselt. Schade, aber mal schauen. De Bruyne. Ja, nicht gegen Mainoo. Es wird um jeden Ball gekämpft. Wirklich um jeden einzelnen Ball. Der Belgier, eigentlich in allen roten Tüfel, einfach in der Nationalmannschaft. Mal schauen, ob er den Ball bringt. Ich hoffe es natürlich nicht. Kurze Variante. Was soll das? Der Ball ist mit so viel Glück reingekommen, wirklich. Ich würde gerade am liebsten durchdrehen, Mann. Wieder bei einem Eckball. Wieder bei einem Eckball. Eins noch, Josko Guardiol, 36. Minute. Weiter geht's, ich hoffe, sie kehren das. Sonst haben wir ein Problem. Es gibt die erste Schlägerei auf dem Platz. Ja, jetzt wird's ernst. Frank. Oh mein Gott. Das war die erste wirklich grosse Chance für Menu. Und das von De Bruyne. Doku schickt Mazraoui auf Astralreise die ganze Zeit. Ich rede dort nicht mehr, Mann. Ich rede nicht mehr. Es ist Halbzeit im Etihad. Ich gehe mal weg hier. Aus kurzer Zusammenfassung, Menu macht es defensiv wirklich gut, kann man nicht sagen. City aber definitiv die bessere Mannschaft. Menu kommt nicht aus dem Pressing raus, also Zone 1 in Zone 2 ist Katastrophe zum Zuschauen. Richtig schlechte Fehler, richtig amateurhaft. Also, ich checke manchmal Leben nicht, was die machen. Das Goal, so viel Glück, ihr seht es auch auf Video.
Beide bretschen an den Ball an, er kommt in die Mitte. Der Uwe Guardiol hat seinen Ring her und es geht Goal. Also, das ist sehr schmerzhaft. Ich hoffe ganz fest, dass Menu hier noch eine Reaktion kann zeigen kann. Dass sie wenn schon mindestens 1 Goal machen. Aber bisher kommt hier gar nichts. Ich bin gespannt, was der Amorim jetzt für Wechsel macht. Und nach dem Match gehe ich so fett essen. Ihr seht es dort. Ich habe gerade echt Schiss vor der zweiten Halbzeit. Das entscheidet jetzt echt meine Stimmung für die nächsten 2 Tage. Auch. Und es sieht nicht gut aus. Es sieht nach einem Trümmerbruch aus. Die zweite Halbzeit hat angefangen. Ich laufe jetzt zu meinem Platz. Digga, mein Idol steht hier vor meiner Fresse. Das ist Joro, Anthony, Eriksen und Tyro. Zirkzee ist auch noch dazu gekommen. Das heisst, viel Bewegung auf der Auswechselbank von Manchester United. Jetzt kommen auch City-Spieler dazu. Sie grüßen sich alle gegenseitig, also untereinander haben sie es gut. So the ball is that man. Oh! Go! Infantino! Rosso Mega! Rosso Mega! Ich glaube, der hat sie nicht so gern. So, jetzt zeigt er mal. Zeigt ihnen doch, machen wir doch erst mal rein, Mann. Stell dir vor. Stell dir vor. Zit da nicht. Ich hab gesagt, stell dir vor. Der Bräune kommt raus. Vielleicht ist das ja gut für uns. Go on, drop it, let's have the magic. Langsam läuft uns die Zeit davon. Es sind noch genau 19 Minuten reguläre Spielzeit. Ihr merkt, ich mache mir Sorgen. Was macht er? Oh mein Gott. Einmal hat Mazraoui Doku voneinander genommen. Und Bruno schießt leeren Goal. Das ganze Stadion war schon leise, weil sie alle gemeint haben, es ist ein Goal. Sogar ich. Ja, ich habe mir schon überlegt, wie reagiere ich jetzt? Was mache ich? Es gibt einen Dreierwechsel für United. Zirkzee, Joro und Anthony kommen rein. Es ist ziemlich spät reagiert, muss ich sagen. In der 77. Minute. Ich habe gar nicht gewusst, dass der noch lebt. In der 81. fangen sie plötzlich wieder an zu singen. Das ist ein Penalty. Das ist ein Penalty. Oh, fuck off! Oh my god! Oh my god! Fucking serious! Das ist ein klarer Penalty. In der 85. Er hat ihn rausgeholt. Und Fernandes wird ihn schießen. Das wird ein sehr wichtiger sein. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Oh mein Gott! Er hat echt das Goal gemacht. Er hat ihn einfach gemacht. Wenn das jetzt noch einen Turnaround gibt, dann weiß ich auch nicht. Ihr merkt, ich habe Herzschiss zum Reagieren, wegen was beim Feyenoord-Spiel ist passiert. Ich respektiere das jetzt, aber sobald ich aus dem Stadion raus bin, wird das anders sein. Nein, das glaube ich nicht. Oh my god, sorry. It's always the same thing, man. It's always the same thing. Ich muss jetzt raus, ich muss schreien. Ich muss schreien.
Ich muss schreien. Ich muss schreien. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Da hat er mich gerade geschöpft. Ist es gerade wirklich passiert? Alle laufen aus dem Stadion raus. Ey, ich weiß gar nicht, ich kann das nicht glauben. Ey, ich kann das gar nicht glauben. Wir haben sie gerade gefickt. Wir haben gerade 2-1 geschossen. Ich kann das nicht glauben. Warte, ich muss wieder zurück irgendwie. Ich habe mich jetzt an einen anderen Platz gesetzt. Ich sitze hier wieder. Es sind 5 Minuten Nachspielzeit. 5 Minuten Nachspielzeit. Nein. Also, dass ich das wieder erlebe, ist ja eine Frechheit. Es ist eine Frechheit. Es sind noch 2,5 Minuten. Hau noch weg. Es gibt noch einen Eckball. Es sind noch genau 60 Sekunden auf der Uhr. Das Spiel ist vorbei. Menu hat das Spiel gedreht. Ich freue mich nicht. Wartet nur. Ja, die sind alle glücklich. Ich habe es gesagt am Anfang. Wo ist Haaland? Ihr seht, es geht gut ab. Ich hole mir hier jetzt noch Bilder von ihnen. In England wäre es so einfach aufs Feld zu säckeln, ich sage euch ehrlich. Es wäre echt gratis, das sind so kurze Distanzen. Ich habe es einfach durchgespielt. Ich habe die 10 kranksten Matches von meinem Leben gesehen. Und wir haben echt gerade City auseinandergenommen. Oh mein Gott, ihr glaubt gar nicht, wie mich das gerade überfordert. Boah, Gänsehaut bis zum weiss nicht was. Wow, wer ist City? Wer? Ich warte jetzt auf die Menu-Fans, damit ich mit denen abgehen kann. Die sind noch drinnen am Warten. Aber das ist ein anderes Niveau. Ich habe 10 Matches geschaut. Ich habe im Durchschnitt mehr als 4 Goal pro Match gesehen. Und jetzt stehe ich hier, Mann. Und Menu hat City im Stadion von City gesehen. Wow, das ist einer der geilsten Matches, die ich je gesehen habe. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Ich freue mich echt zu schreien. Sie kommen runter. Die bauen das ganze Stadion auseinander jetzt. Jetzt strömen hier die richtigen Fans aus, Alter. Ihr wollt nicht wissen, wie fett ich jetzt auf diesen Sieg essen. Ich nehme euch mit und ich mache euch schön eifersüchtig. Weil, wow, was ein geiler Tag. They haven't said that much, but great. Two teams in a poor situation. Come on, the Reds! Yes! Brilliant. What was your thoughts when you saw that Rashford had gone out to have been dropped? I'm a bit disappointed. I thought, oh my God, what are we doing here? City lost again! City lost again! City lost again! Ole, ole! City lost again! Ole! City lost again! City lost again! City lost again! Lost again, ole, ole! City lost again! City lost again! City lost again, ole, ole! Ja! Wer ist City? Amatilla. Ole, ole! City lost again! City lost again! City lost again, ole, ole! Oh, ein bisschen provozieren, oder? Schaut nur! City lost again! City lost again! Ole, ole! Was ein Spiel war das?
absolut krank. Bis zu der letzten Minute habe ich gezittert. Ich habe dann kurz weg müssen, weil boah, ich habe es echt nicht ausgehalten und habe mich dann wieder hergesessen. Richtig schlecht von beiden Teams, muss ich sagen. Aber trotzdem, wir haben den Sieg, wir haben die 3 Punkte. Und wie ich gesagt habe, es ist ein historischer Tag wieder, Mann. Wow, 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 wow. Ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben. Ihr habt gesehen, man, Tränen sind gekommen, man. Ach du Scheiße, also wirklich. Ich lebe für so Zeug, wirklich, ihr checkt gar nicht. Ich lebe wirklich für so Zeug. Scheißegal, ob ich allein bin, jetzt bin ich hier mit 10'000 anderen Menu-Fans. Jeder sieht. Und so soll es auch sein, Mann. Geht raus, Mann, erlebt Sachen. Bleibt nicht alle daheim, wirklich. Ich bin sprachlos. Gerade. Oh, die Strassen werden auch übernommen. Und jetzt noch kurz der Schrei, den ich im Stadion nicht rauslassen konnte, den ich gebraucht habe. Ja! Ja, Mann! Ja! Ja! Wir sind es einfach. Amad Diallo! Was ein Baller! Van Nistelrooy hat dann gezeigt, wie man shootet. Seitdem ist das so gut! Ja, Mann! Seht, ich bin hier am Arsch der Welt auf irgendeinem Industrieplatz. Also, mal schauen, ob sich das lohnt. Gelandet bin, das ist irgendein abgerotztes Haus. Und mit irgendwie, ja, ich habe gesehen, hier 30 Küchen. Und ich kann jetzt entscheiden, was ich nehme. Wo bin ich da gelandet? Du kannst hier überall so auswählen. Es hat überall verschiedene Küchen. Hier Küche 21 mit diesem Zeug. Und du klopfst einfach, nimmst raus, was du willst. Und gehst wieder. Ich habe mir jetzt echt nur Loaded Fries bestellt, damit ich dann vielleicht noch etwas anderes ausprobieren kann. Und je nachdem wie viel es ist, brauche ich gar nichts mehr. Aber ich glaube, das wird böse. Ja, Essen ist rum. Jetzt kann ich hier um die Ecke in so einem Gemeinschaftsraum essen. Ich bin jetzt hier in einem Gemeinschaftsraum. Und da ist das an. Pommes mit Chicken, Käse, alles. Bombe. Also, ich wünsche euch heute einer der kranksten Erlebnisse in dieser Woche, wo ich hier war. Ich würde sagen, man sieht sich. Schön, dass ihr zugeschaut. Und Peace out! Auto ist gestern vergessen gegangen, wegen dem hier.